Guten Abend bei Dickrich TV. Heute mal ein Keier aus der Alseerei. Wie der Gesitz, geht lo gerade ein Event präpariert, die gleich soll aufhängen. An der Seerei ist eben bald im Renglass. Gestern Abend, da war ja die grosse Fußparty, nur der Kavalkade und noch das 55. Edition, die ist mit Glanzer Gloria auf den Angangen. Baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Write that tattoo on your shoulder. Nach dem Motto «Dickrich auf Fursend» war die gackig Zeit zu Dickrich, dass Jahr schon auf Fettendonnerste Juni groß gefeiert ging. Kavalkade am Sonntag aber, die war kicht Korf von der Fursend 2023 an der Eselsstadt. Zehntausende von Leuten hatten nächste Weg auf Dickrich von für bei einem Trajet von über 2 Kilometer zu gucken, was die Vereine für sie präpariert hatten. Ja, das ist für mich Tradition, heute zuletzt, dass wir auf Dickricher Kavalkade kommen und uns verkleiden. Ich gucke nur die Kavalkade und dann weniger, und was mich einfach fasziniert, sind einfach, wie die Leute verkleidet sind. Das ist eben das Tradition, für Emotionen hierher zu kommen, wo sie halt besser vor sich können feiern. Ihr seid aus dem Norden noch? Wir sind aus dem Norden, genau. Ja. Mit das war kein Weg zu weit feiern. Weil du immer im Flot ist und noch zu sehen, wie ein Kostüm drin so nur ist. Das ist wirklich flott. Was war du dir schon verkleidet? Es sind aus Einhorn. Freundinnen heute, das Schneewittchen. An den Hus. Hier ist alles top. Die Organisation, Kleid, Stimmung, das ist tipptopp, das ist super. Die sind alle dabei. Alle sind dabei, weil es sind da immer. Und hat der Gast natürlich auch ein paar mehr bekannte Gesichter, die sich naturlosen Heimat zu feiern. Die Freieren weiten aktuelle Bürgermeister sie verwandt Anhänger von der Dickricher Fursend auf ihr Allspaß zu kriegen. Der Spaß ist aber nicht nur auf der Seite von denen, die gucken kommen, mehr auch bei denen, die das ganz möglich machen, dadurch, dass sie teilholen am Fußkortege von den Superlativen. Und dabei kommen sie von überall hier. Moderate von der Stadt. Wieso macht ihr Heimat? Spaß. Nee, also ich habe schon ein paar Kavalkade gemacht. Mir hat das Löming echt bei den Stadt der Majoraten. Mir macht mega Spaß. Wir sind eine Gruppe Blaues Wasser, Standuhren von Trier. Wieso macht ihr hier mit? Ja, wir machen schon viele Jahre hier mit, uns gefällt einfach ganz gut hier. Es ist immer Stimmung hier oben. Was mich dann die Dickricher Kavalkade besonders? Weil das die echt, das die best. Am Leute sind so fein, sind die feinsten Leute. Ganz freundlich. Hier am Nord sind sowieso fein. Ganzer 52 Feen waren es, dass die Leute ein bisschen Bremen an ihren Alter vergessen gelassen und die Kamera pur Zocker sich eine Stunde verschärft haben. Was da viel nicht gesehen, da das die harte Arbeit am Vielfalt von der Kavalkade auch die Landschuren klare Verhältnis alles gehen, was sie kommt. Wir haben uns viele Abende getroffen, vor allem weil wir Pop mit der Rose mit den Servette gemacht haben und wir haben viel Arbeit gemacht. Ein Highlight Pop, die drehen dem ganzen Tour. Genau. Schön. Das war viel Arbeit. Ja. Ja. Alles gesehen. Ich hätte schon einen guten Preis verdient. Oh ja, mir fand es schon Für besondere Aufmerksamkeit gesorgt wird das Jahr auch diese Wohn von der Landschurenzentrum, die den Hôpital du Nord auf die Schöpfe geholt haben. Man ist richtig voll an der Rolle gefüllt. Wir wissen noch nicht rat. Ich meine, das ist auch kein Doktor in da ist, aber das ist richtig frei, Spaß gemacht. Und da haben wir das relativ cool gefunden. Und vielleicht hofft man einen Preis darüber oder nicht. Aber nicht, ich meine, geht den Spaß. Als jeder dabei ist, geht den Spaß. Und das ist eine Tradition. Und die Tradition soll einfach nur gehen. Sie ganz froh und hoffentlich, dass man das auch mitgemacht hat. Preis hin oder hier, den ESD-Verein kann sich nur dieser Kavalkade über den Volk glücklich schätzen. Die Kavalkade 2023 konnte durchaus mit dem Succès vom sommerlichen Umzug am Mai 22 abholen. Ich meine, sie waren sogar noch besser wie 22. Das die Leute, die heute hier waren, ich meine, das haben wir 22 ein bisschen über Top gehabt, obwohl wir im Februar gefahren sind. Obwohl die Leute immer gemerkt haben, am Mai wird mehr schön, der Haut wird genauso schön. Ja, das ist wirklich erstaunlich, so viele Leute, sie wirklich bald mehr Leute wie nach am Meer. Das ist Wahnsinn, das haben wir uns nicht erwartet gehabt, zumal weil der Mai ein bisschen noch rein ausgesehen hat. Ne? Den Himmel hat ein bisschen abgeklärt, der Herrgott ist ein Dickricher, das so, bleibt so. Und voilà, das war ein Top-Kavalkade.
So richtig eng lass Anfang Februar an der Grundschule zu Dickrich für die neue Ausstellung von Show an ihrer Woll und der Geschichtsmusik ganz eng mit den Schulklassen aus der Gemeinde zusammen geschafft, und so als parallel zu der Expo auch ein Defilé auf B gesagt gehen, die sich, wie sollte da nicht sein, komplett voll gedreht wird. Ambiance lief wie ze wahrscheinlich nur Seele für drin gouf. Eng 16 Schüler aus dem Sickelfeierien sind hier abgetreten auf einem Modedefilé, den sie selber zusammengestellt hatten, Kleider inklusiv. Was meiner Mom, die dort sind Hummer der Schule von, die Mutzkeit von meiner Freundin, an den Häuten immer selber gemäht. Ja, so auch nicht mehr, außer Sonnenbrille. Dass man moderieren, also dass man so modeln können. Da kannst du gut kreativ benutzen, so. Meine Freiheit, so, weil sie ganz kreativ war. Die Idee für diesen Defilé ist im Zusammenhang mit der Blacklische Expo am Kulturhaus entstanden. Von Schof an ihrer Woll hieß es. Am Anfang eine Wanderausstellung vom Schofsatelier von Tünten, die aber an dem Heifall von Objekten komplettiert wird, die kann am Vierfeld ausgeschafft tun. Ich schwenke mit Puckaner Musee an den Chantal Kerschen. Am Gespräch gesagt, mir Kind ein Krebs zusammen machen und du hast das auf den kommen. Das heißt, ich gehe auch natürlich an den Altersheim mit den Kindern. Und das wäre dann auch eine schöne Kombination. Dann haben wir alles ausgeschafft, für, dass die Groß vom Sickel feiert ein Defilé machen. Die aus dem Sickel 3, die haben mit der Strickliesel gestrickt und die aus dem Sickel 2 und die Schofte gebastelt. Und ob schon jeder bei diesem Atelier mit Begeisterung am Einsatz war, als den Highlight für die Schüler und Schülerinnen, dachten Defilé gewesen, für den sie alles gehen haben. Und nicht nur sie, auch die Zuständigen aus dem Musee an der Schule, haben mit vollem Eifer geschafft, dass diesen Defilé den unvergesslichen Event gehen. Ich meine, das Schulpersonal hat das wunderbar gemacht, sie haben ihnen das erklärt, sie haben mit ihnen geschwärzt und da sind die Idee gekommen. Ne? Bei mir haben den Dingen angehen, für ein bisschen mit der Wolle zu schaffen, weil es ja an dem Kontext von der Expo geht, vom Schof über die Wolle. Und sie haben es über Wolle und damit sehen wir einfach das Resultat, wie flott das sie dem gesagt haben. Und tatsächlich wird das Resultat weit das übertroffen, was sich von diesem Event erwartet war, auch wenn es den einen oder anderen kleinen Zwischenfall ging, so weit auch N jeder begeistert. Ich finde es ziemlich flott fand. War da kein Moment, wo es so brenzlig ging? Ich wusste nicht, wie ich genau sollte machen. Also, ich wäre wissen, ja. Ich finde es gut fand. Ja. Wie war es dann der Moment, wo du über den Teppich gegangen bist? Also ich habe mich gut gefühlt, weil das ein roter Teppich. Ja. Ich war ein bisschen nervös, mit dem was gegangen. Was hat dir dann am besten gefallen? Dass die Kinder alle so motiviert waren, für hier hinzukommen. Und du selber wusstest du über den Teppich gegangen bist, wie war das? Ich war für dich ein bisschen nervös, mit dann ging es bei der CTK, ja. Die eine hat gut geklappt, sie hat gut geklappt und den roten Tappi hat mich gut gefallen, weil es war die erste Mal, dass ich jetzt mache, das war cool. Ich fand es immens schön, ich fand ein großes Projekt, das etwas, ich hoffe, dass wir es nicht kriegen. Dass mehr Leute noch helfen, dass wir noch mehr groß gehen können.
Für dat als Flüss net verknaschten as het wichtig, dass mir gut Kläranlagen hunn. 2013 war Lützeburg jo vum Europäische Gerichtshof verklot gin, weil dat eben net de Fall war. Zanterher awer vieles geschieht hier am Land a Sache Kläranlagen, in anderem auch op der Bläsbrick vom interkommunalen Syndikat Sieden. Fruchtwasser aus der Gemeinde Dickrich geklärt gëtt. Mir waren firisch 100 Kulissen vun dieser impressionanter Anlage lose. Wir sind hier an engem vu 5 Freen Iwerlaufbecken zu Dickrich, den eelsten Iwergens. Hier lebt an Permanenz Dofasser von den Haushalterbetrieber Richtung Kläranlage Bläsbrick. Falls es mal stark regnet, kann das überschüssige Wasser hier an diesem Becken an 3 Bunne gespeichert gehen. Dabei kann das Wasser sogar bis inner den Dach anlaufen gehen, bis maximal 629 Meter Kipp. Die Bitte für seinem Becken ist für das Wasser eben zu puffern, die bisschen zu speichern und Getrosse können laufen zu lassen. Weil wenn die anfängt mit Tränen, dann können eben eine große Kuh Wasser und das nicht soll alles direkt an Tiverleef, also an Tiverleef zum Beispiel gerunden und Sauergeroden, heute ist Dickrich ist der Fall. Oder eben Treckstrecken in Form an de Leute Kanal Puffer mit Speicher mit Wasser heuer mit lossen gedrosselt laufen op Bläsbrick. Wasser auflaufen gelosket, hält der Regen aber nach die Deckfatze knascht aus dem Wasser, aber an Wasserroman nicht in gewinnte Bunne lebt, geht Becken noch nach einmal durchgespult, mit Wasser, das dafür extra aus dem Überschuss gespeichert war. Proper als Dofasser dofir hawer nach net. Wann et bis an der Kläranlage Bläsbrick okent, muss es dofir no enger mechanischer Reinigung an 3 Reinigungsstufe vu Schadstoffer befreit gin. Dofir zuständig sind an dieser Anlage Bakterien. Bakterien, die verstoffwechseln Schmutzstoffe am Wasser. Da gibt es dann verschiedene Kulturen, die eng die bauen Kohlenstoff auf, die einer Stickstoff, nach anderer Phosphor. Und dadurch, dass wir an den einzelnen Kaskaden, wie ihr hier seht, die einzelnen Kompartimenter, Lebensbedingungen anpassen, fangen verschiedene Bakterien die optimale Lebensbedingungen für den Stoff aufzubauen. Ziedenanlage Bläsbrick ist eine sogenannte biologische Kläranlage, die wesentlich mehr effikaz ist wie die 4 streng mechanisch. Seit 2014 sind 130 Millionen an Modernisierung auf der Bläsbrick geflossen. Und der Prozess ist noch nicht aufgeschlossen, es soll nämlich schon 2024 eine 4. Reinigungsstufe dabei kommen. Wir haben, wie wir losen, das Wasser geklärt von Nährstoffen befreit. Aber das voller Bakterien an noch geleisten Medikamenten, Chemikalien. Und das ist eine Stufe, in der wir im Moment planen. Die soll 100 Kläranlage gesagt gehen und da soll die zukünftig auch Medikamente und Chemikalien aus dem Wasser mit den Bakterien zusammen rausholen. Der Chantier dafür wird schon präpariert, da soll das nächste Jahr laufen. Und da geht Kläranlage Bläsbrick die erste Anlage am Land, die auch Medikamente und Chemikalien aus dem Wasser rausklärt. Und das Wasser, das Ende von der Schiene an Sauer fließt, ist so proper, dass man sich sogar nicht vorstellen kann, dort zu schwimmen. Am hauseigenen Labor allerdings haben sie schon all Hände voll zu tun, für die aktuellen Stoffe zu kontrollieren. Also 24 Stunden auf 24, 12 Personen damit beschäftigt zu gucken, was an der Anlage lebt und Ende her nur an Sauer rausgelost wird. Anomalien müssen dem Wasserwirtschaftsamt direkt gemeldet, aber möglich auch geregelt gehen. Wo in Empfang muss an den Roulement von der Station muss angreifen, an den Equipe muss und die muss irgendetwas anderes, für dass dann das die besser geht. Das hängt eben immer vom Parameter auf. Wie gesagt, ob Stresssalz haben wir noch nicht viel Moyen für zu agieren, wie zum Beispiel Ammonium oder so, den auf Belüftung reduziert wird, kann man dann als eine Equipe so, der muss mehr belüften oder Manner belüften oder wie zum Beispiel den Phosphor wird chemisch Ruf gesagt, wo man da muss so, die muss mir Feldmittel beimachen oder Manner beimachen für Kastenspuren, da hängt eben von Parameter zu Parameter auf. Den aufgebaute Phosphor geht übrigens am Ende nach dem Klärschlamm von Lützeburg an das Ausland gefordert, wo dessen da verbrannt wird. Zurzeit aber wird schon daran geforscht, für den Phosphor aus der Rückstand zu rekuperieren. Spätestens an 10 Jahren schon dürfte Lützeburg seine eigene Verbrennungsanlage für Klärschlamm haben, wo der Phosphor kann aus den Aschen isoliert gehen.
Der Prozess fir aus dem Ofwasser nees probert Wasser zu machen ersinn, den er super net werd ophalen. Wir sind unermittlich am Kampf gegen Verschmutzung von Wasser. Das ist eine Herkulesaufgabe, weil könnt all der etwas Neues dabei, was den noch nicht übersehen. Wir haben über die Feuertränigungsstufe Medikamente geschwärzt. Es können auch Diskussionen über Mikroplastiken. Auch das werden wir eine weitere Stufe gehen. Das hat mehr mit Lebensmitteln zu tun, wie mit Hygiene am Wasser. Aber du siehst, es hält nicht auf mit neuen Errungenschaften. De Siden-Syndikat, déi schon lo iwwer 145 Mann beste huet, Dieft also an Zukunft sichchen afehl ze dekréien. Apple soll déi bei der Rengegung vum Ofwasserwer net vergiessen, dats auch Bierger hier dazu beidroe kënnen fir des Abbeg zu lichteren. An de Wasseriwwerlaufbecken zum Beispiel hëlt de Problem vu Feuchttücher ëmmer méi zou, an erweist sech als ganz grosse Problem, das kënnen nämlich Nëtzeier aufgebaut ginn. Also e grost Uleies wie, dat nëmmen an Dofasser soll rakommen, wat doch dra gehéiert. Den Dofasser, den Kanal ass kind Regsemer, et ass eigentlich nëmmen fir Toilette Sanitärwasser gedurcht. Mir fanne leider ganz viel Stoffer, die Neistrand ze sichchen hunn. Och Medikamenter ginn ofmoll an der Toilette entzuercht. Alles das kontraproduktiv, dat mischt Trängigung enorm opwendig an dummer da auch enorm teuer. Dat ich von den Appell könnt machen, da wäre wirklich statt just am Dofasser zu gehen, wat natürliche Weh über den Metabolismus hingeht. Jederé kann also Mattelöffen für das Wasser von eise Flüss so proper wie möglich geht, am mir vielleicht emolrem drauf schwammen können. Energiespuren krit eng ëmmer mi gros Bedeutung. Net nëmme fir als Klimaziel an Europa zerrechen mé ochfenst dem Portmoni. Et mëcht den also secher Kefehler fir mollen Energieberuder vun der Klimaagenz hemkommen zu losen an zu gucken, wat Haus oder der Wuning ze verbessere wie. Mir waren fir kurzem Beiswenger Berodung als zu Dickrech dabei. Nee, gut, aber ich denke gerade bei den aktuellen Energiepreisen lohnt es sich auch da rein zu investieren, auch vom wirtschaftlichen her, vom finanziellen her. Weil natürlich die laufenden Kosten im Monat, die man im Haus hat, auch einen wesentlichen Kostenfaktor letztendlich darstellen. De Gab Sanohai wollt sech mal fir seg Mam informieren, wen der freie Energiekächte ken de Ruf trecken. An huet dëfir en Energieberuder vun der Klimaagenz komme gelos fir alt Meiglechkeeten an den ze fassen. Tatsächlich gëtt direkt eng gut Novell. Das hier ist das Haus. Dann ist hier oben Norden. Ja. Und hier auf der Rückseite wäre Süden. Das heißt, vom Haus her haben Sie eigentlich eine relativ genaue Ost-West-Ausrichtung. Ja. Ost-West eignet sich sehr gut für Photovoltaik. Das heißt, da könnten Sie sehr gut sogar beide Dachhälften mit einer Photovoltaikanlage belegen, hätten dann eine sehr große Fläche und könnten wirklich recht viel Strom produzieren. Für den Egestromverbrauch ass et effektiv besser eng Ost-Westler zu hunn wie eng Südausrichtung vum Dach, weil dat mir eng konstant Konsumatioun iwwer den Dach verdeelt erlaubt. Den Energieberuder weist dem Herr Zanner und Dönno am Detail Geopartei, wie kann eng verdäifte Recherche machen, fir herauszufannen, wieviel Strom so iwwer d'Joer verdeelt kann produziert an direkt verbraucht gin. Kleine Anlage wären 5 bis 6 Kilowatt Peak. Mit der könnten Sie dann übers Jahr gesehen 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden Strom produzieren. Und das ist dann in etwa der Strombedarf von einem Einfamilienhaus. An diesem konkreten Fall gäbe es sich also wirklich lohnen, eng Photovoltaik an Larantan zu fassen, umso mehr, weil Daten an dem Bereich von diesem Jahr richtig interessant sind. Vor allem die Photovoltaik wird aktuell sehr gut bezuschusst. Es gibt hier 2 Varianten, die der Kunde zur Wahl hat. Eine klassische Variante, da sind es 20% mit einem festen Einspeisetarif. Seit letztem Jahr gibt es eine neue Variante, 50% mit einem variablen Tarif. Wenn man die Anlage in diesem Jahr bestellt, wird diese 50% Variante sogar auf 62,5% erhöht. Also wirklich eine sehr attraktive Förderung. Und es ist so, die Mehrwertsteuer wurde auch auf 3% gesenkt. Also auch hier nochmal so ein kleiner Anreiz, in Photovoltaik zu investieren. Da will den Herr Zanner aber auch wissen, was Möglichkeiten nach Sachen Isolation sind. Und hat dafür allem Bedenken für Schimmelbildung, aber da raumt den Energieberuder mal direkt mit Ferrotäler ab. Grundsätzlich ist es so, das ist immer so ein bisschen so ein Gerücht, Mauern atmen in der Regel generell nicht, sondern das Haus, bei Elternhäusern findet ein natürlicher Luftaustausch über Undichtigkeiten statt. Dieser Luftaustausch, der ist unkontrolliert
Und den möchte man in der Regel vermeiden, um einfach Energieverluste zu vermeiden. Eine Dämmung schützt in der Hinsicht eigentlich eher besser vor Schimmel, weil sie die Oberflächentemperatur von den Innenwänden durch eine Dämmung erhöhen, weil sie Kältebrücken ausschließen, sodass dieses Gerücht, eine Dämmung verhindert das Atmen vom Haus und günstige Schimmelbildung eigentlich nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Dämmung beugt eigentlich der Schimmelbildung vor. Well awer bei enger Styroporfassat bause Schimmel kenint optreten, mis de Kuke fir mat engem gute Butz 4 ze beugen. Wenn es ein ästhetische Problem am Goe will, de kennt am Platz vu fossile Materialien, ob minerale Stoffe wie Glasvoll oder awer ökologisch Materialien wie Holzfaser zurückgreifen. Egal wéi ginn all Isolationen op Bausen oder Bannen auch gut vom Staat gefördert, allerdings gilt es hei aufzupassen. Es wird unterschieden zwischen technischen Anlagen, das wäre die Photovoltaik und die Heizung. Da ist es grundsätzlich nicht notwendig, dass die Energieberater im Vorfeld zur Rate ziehen. Bei der Isolierung ist es so, dass mit falschen Isolierungsmaßnahmen auch Bauschäden wie zum Beispiel Schimmel auftreten können. Und deswegen wird so ein Energieberater im Vorfeld an die Seite gestellt, um einfach sicherzustellen, dass die Maßnahmen, die ausgeführt werden, korrekt ausgeführt werden, auch sinnvoll sind und dann wirklich auch eine Energieersparnis einbringen und nachher nicht zu unnötigen Problemen führen. Also an dem Fall lief op der Internetseite vun der Klimaagegenz no gucken, firmal fir d'échten agréierten Energiebüroder kommen ze losen, den sech Zach uguckt. Er kann en ifreschens auch am Simulator gesinn, wieviel Edenecker kreien. Egal wéi bringt all Moosnamen-Appes, besonders Speicher. De gab Zanno as op alle Fall zufrieden mat Sänger Berodung. Dat interessant war an der ganze Sache de Bereich vum Photovoltaik in der dat kann op 2 Seite beleen. Dat wäre een interessante Projekt. Wat lo Isolierungen belang, do misfle de bessen wie weit gucken, dat de finanzielle Bereich enkeier guckt, wat dat alles gift mat ze springen, die Realisationun gi wo goen. Wenn er bisschen erhält und ein bisschen investiert, kann auf alle Fall langfristig Spuren an abgepasst, es gehen nie die staatliche Subsidien noch nach Gemengenheiten, und die sollen zu Dickrich demnächst an die Luft gehen. Dreieck Dickrich ist ein Projekt, das Gesicht von der Stadt Dickrich wird stark voranren. Eigentlich soll schon wie lange mit den Aufrissarbeiten von der Freierer Brauerei hat der gar angefangen gehen. Der große Brand an der Zuckerfabrik aber hat zu einem Retard gefordert. Aber kann das Projekt in drängerer Zeit wie viel Gesinn weitergetrieben gehen. De Projekt Dreieck Dickrich, das sind ungefähr 32.500 Quadratmeter abgedeelter 6 Fluren. An diesem zukunftsorientierte Projekt direkt bei der Dickricher Gar soll für allem Logement reinstehen, dann aber auch Kommerz nach Büroen. Es soll das sogenannte Projekt Mixed gehen. Et waren zwar am Anfang klein gezeichnet gehen, wie das Projekt aber hier nur tatsächlich ausgeseit, als noch nicht gewusst. Denkbar ist zum Beispiel, dass an der Zuckerfabrik ein Kaffee entsteht. 2 von denen 4 historische Küven sollen noch heile bleiben. Eng davon kennt an das Projekt integriert gehen, eng bleibt am Besitz von der Gemeinde. Ihren sich definitiv festlegt, will sich die Firma, die zuständig ist, aber noch nicht äußern. Für das bestmöglichste Projekt zu realisieren, geben wir auf alle Fall intensiv Gespräche mit allen beteiligten Partnern feiern. On va réaliser et sortir de terre un nouveau quartier. Donc dans ce cadre d'un nouveau quartier, il y a des espaces publics. Les espaces publics vont être étudiés et développés en étroite collaboration avec la ville et aussi probablement avec les propriétaires des parcelles qui nous entourent, donc par exemple les CFL, qui ont aussi, je pense, dans leur carton un projet de développement de la gare. Donc, il serait totalement bienvenu de se parler, de se coordonner, de collaborer pour avoir des développements en symbiose.
Nom grösse Brand an der Zuckerfabrik am April 20 war viel Zeit vergangen. Gebäi huet miste stabilisiert ginn, das war kegem guten Zustand de ganzen Däfer aufgebrannt, Mauure goufe sekurisiert, die Verrechter herausbrucht. Am September 2022 wéi klar war, dass den Turm am Beierglas soll aufgerab ginn, gonget 4 Runden mat den Ofres abechten. Fir d'éicht gouf Beierglas vum Turm aufgeholl. Donodun konnte d administrativ Gebäi, dat direkt in Zuckerfabrik ugebaut war, attackiert ginn. An ob schon dun am Oktober en zweete Brand un engem anderen Turm fir gros Opregung gesuercht hat, können d'Ofresabechten Lovi an den Autorisationune fir Gesinn durchgefoert ginn. Bis an Jo 2024 randief Demolition trotzdem dauern, immerhin muss net nëmmen aufgerat mé och depolluiert ginn. 2025 dann awer soll de Projekt dreiecktikrich loser los Formen holen. Da gët et eng nei Geschäftsadresse zu Dickrech, dée sech Rogemol sollt ukoke goen, do Geburt ass zwar net riesig, dofir awer richteg Klas an dobei auch ganz zesibel. Mir präsentéieren ech de Kleiderboutique Malvina Bari. Moyenne, je m'appelle Malvina Bari. Je vous présente mon magasin qui a ouvert il y a 3 semaines dans la rue Saint-Antoine. Le magasin s'appelle Malvina Bari, comme mon prénom et mon nom de famille. Malvina veut dire fleur mauve en italien, ce qui peut expliquer les fleurs mauves de ma décoration. Dans mon magasin, vous y trouverez des habits qui viennent d'Espagne et d'Italie. Souvent, ce sont des tenues assez chics, qui sont inspirées de grandes marques. Nous suivons de très près les tendances actuelles. Vous avez un très bon rapport qualité-prix. Au lieu de payer la robe à 2000 €, vous allez la payer à 100, 150 € et vous serez habillé avec les tendances des inspirations de grandes marques. Car pour moi, la mode, c'est pour tout le monde. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup des couleurs florales. Vous trouvez un peu de tout, de chic à décontracté, mais pas sportif. Décontracté, ce qui veut dire des jeans, des t-shirts, des chemises. Vous trouverez aussi des sacs, des chaussures. Les sacs viennent d'Italie et sont faits par nos artisans italiens. C'est des sacs en cuir. Pareil pour les ceintures, pour les foulards de très bonne qualité, en viscose et en soie, qui viennent aussi d'Italie. Et vous trouverez aussi des bijoux. Voilà, les bijoux, c'est ma marque que j'ai créée moi-même il y a 6 mois. Et c'est aussi inspiré des grandes marques. Ces bijoux sont faits en argent et en plaqué or 18 carats. Des colliers, des sautoirs, des bracelets, des bagues, des boucles d'oreilles. Alors, si vous cherchez des cadeaux pour vos femmes, vous pouvez venir chez moi. Au lieu d'acheter un bijou à 10 000 € le collier, vous trouverez chez moi des bijoux à 159 €, 130. Les prix sont très abordables. Et je suis très fière de ma création. C'était une idée de ma mère, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Encore une fois, ça suit la mode, c'est comme les vêtements. La mode, c'est pour tout le monde. On reste très pointilleux sur les tendances actuelles. Et comme vous pouvez le voir, moi et ma mère, on a toujours été passionnés de mode, car nous venons de l'Italie, un pays où la mode est presque une religion. Et nous sommes très fiers de ce concept, d'offrir à des gens qui n'ont peut-être pas de très grands moyens de s'habiller avec les tendances des grandes marques, d'offrir à ces personnes la possibilité de s'habiller comme les personnes qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Alors, si vous voulez vous habiller avec des pièces uniques et distinguées, venez me voir et vous ne serez pas déçus. À très bientôt et adi! 2020 war den dickrecher Musiker Theo Scholz gestorben. D'Erinnerungen hien Dieft awer nach langer Halle bleiwen. De frére PMD-Dirigent huet 10 Marken an der Musikfeld zu Dickrech hanner los. Also Marjun hien organisiert Philharmonie vun Dickrech den 18. März zu Merdauer Owes an der Alseerei, also hai e grosse Konzert zu singen eieren. Wir waren bei enger vun de Profen dabei.
Samstes Mëttes 4. Februar am Profsaal vun der Dickrescher Philharmonie am Gebäi vum Conservatoire du Nord. Datei ass die echtgros Prof fir den Theo Schalz-Konzert den 18. März in der Raalseerei. Et hussech eng 50 Musiker a Musikerinnen ze Summe fand fir de verstuwenen Dickrescher Theo Schalz ze ehren. De gelehrte Schreinerhandwerker, dé sech Musik vu Kanton quasi selber beibrucht an hen och richchte studéiert huet, hat bis zu segem Dod vir 3 Joer ball iwwerall seg Fanger am Spiel, wozu Dickrech Musik gemacht gouf. Vom Kriun praktisch von 10-12 Jahren werden Theo aus der Dickrier Musikszene nicht mehr rauszudenken. Als Sänger, als aktive Musikant und dann natürlich auch no als Pädagog, als Musikenseignant, als Dirigent von einer ganzen Reihe von Vereinen, auch als Vereinsmensch, bis praktisch kurz vor seinem Tod. Das hilft, kann ich sagen, sind da 1943 bis 2020 werden Theo eine Persönlichkeit halt zu Dickrich, die einfach zur Musikszene gehört hat. De Klarinettist und Cellist Theo Schalz waren anderem von 1965 bis 1970 Dirigent von der Dickrescher Musik. Hin hat auch die Dickrescher Musikschule abgebaut. Jedes Konservatoire gouf für Tienheit 52 verschiedene Filieren organisierter gelegt. Für diesen engagierten und unerkannte Musiker zu ehren, hat Philharmonie dafür richtig groß abgelöst, beteiligt Konzert sind lauter Vereine, wohin aktiv war, sowie auch Leute, die bei ihm am Anfang gelehrt haben. Mat vun der Party sind de Cercle Symphonique und Streicher vom CM Nord sowie Choral Saint-Cécile. De Gesangssolist war auch ein Theo Schalz-Schüler. Den Theo Schalz, den leider verstorben ist, wird das als Hommage hegedurcht dofir Klarinett an Cello, weil die zwei Sachen gespielt wird, dann immer gefordert, sowohl an der Musikschule wie auch in der Musik. Und wie gesagt, das Hommage unhien mit all den Akteuren, ich meine, das relativ emolisch, Streichorchester, Chor, an Musik, annehmen die all die Solisten. Dafür gebe ich schon Mengen, dass emolisch unbedingt gleich kommen. An, wo Dir Lustgrut für auch Deel zu holen und diesem außergewöhnlichen Konzert als Hommage den Theo Schalz, ein Musiker, der für allem Fried und der Musik vermitteln wollte, an seinem Können immer bescheiden geblieben ist, den einfach für die Musik geliefert hat. Da reserviert ihr schon lo Artikeln über Mail oder per Telefon. Und das wäre dann für eine Emission vom Monat Februar aus der Aalseerei, wo den Soundcheck für ein größeres Firmen-Event lebt, der ganz geschwind aufhängt. Wir sehen uns dann genau 4 Wochen für eine neue Edition von Dickrich TV. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Auch gebe ich noch ein paar Tipps mit auf den Weg, was in der Zwischenzeit zu Dickrich geboten geht. Bis dann, adi! De Samstag 25. Februar ass Owe Sumerdauer an der Sauerwies Nesburgsbrenne no gesot. D'Amikal Ersatzcenter Dickrich invitiert awer vun 11:30 Mitte Sonn op ihre Beleeften ihr ze Bulli. Essen an Gedränks sie gratis und und d'Amikal natierlech willkommen. Vom 4. März am Kulturhaus zu Dickrich nächste Lützeburger Artistencenter lag op Besuch. Der Künstlerkollektiv organisiert Ausstellungen vu großem künstlerischem Wert. Dabei bringt der Laget nicht nur fertig, einem breiten Publikum zeitgenössisch Kunstmino zu bringen, mir verhilft auch immer nächst junge Künstler zum Durchbruch. Sonntags den 12. März dann invitiert der Fischerclub von Dickrich op seg traditionell groß Botslandsch Sauerhofer, Rendezvous haifir as 9 Moes op der Spielplatz bei der Schwamm. Wieviel Matmacher soll sich am besten bis nach dem März bei den Amid La Pêche ummelden. De Monat März ist auch nächste Rendezvous für den beleeften Nordstaat-Semi-Marathon vom Celtic Dickrich. Sonntags den 26. März ist es nicht so weit. Von 11 Uhr rund sind dann im Stadion an der Rümerten Deparen für 3 verschiedene Strecken. Präinskriptionen gibt es den 23. März.
I can be twin.